Wow. Noch mehr? Was ihr könnt fliegen. So viel Cyber aufs Maul. So viel zu viel Cyber. What the actual fuck is going on in this game? Hey Duke, I've seen shit. Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zur weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Okay, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir letztes Mal ein Stockwerk gewechselt, wir sind ganz am Schluss noch Monsieur Propeller begegnet und haben dann den Lift hier aufgebracht und sind jetzt ein ganzes Stockwerk weiter oben. By the way, wenn der Ethan irgendwie mal hat gelernt Gumpen oder so, dann hat er vielleicht auch irgendwann gelernt Klettern und Ethan hat eigentlich da raufklettern und die ganze letzte Folge wäre uns erspart geblieben. Aber that's not what Ethan does. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Hier haben wir wahrscheinlich okay, wer hat denn das? B3-Produktion. Okay, das... Vorhin waren wir in der Materialebene und Disposal, das ist wahrscheinlich dort, wo wir rausgefallen sind, Disposal Materials, und jetzt sind wir in der Produktion, in Manufacturing. Okay, das heisst, es bleibt uns eigentlich nur ein einziger Weg übrig, und zwar hier das Leiterli raufgehen, und das machen wir. Ja, ich habe das Gefühl, Monsieur Propeller, by the way, hocke da schön in der Mitte, Horti schnell checken und alles ist wunderbar. Monsieur Propeller wird uns auch irgendwann noch begegnen. Ich weiß noch nicht wann, aber Liegt das noch Gefühl, einiges vor mir. ja. Und das Gefühl, gegen den werden wir irgendwann schon müssen kämpfen. Das ist hier hure weit unten und da... Schade haben wir den Sniper nicht mehr, weil da man jetzt das Zeugs nochmal genauer anschauen kann. Aber das sind alles die Dudes da mit dem einen Arm da. Hiesiger Berg ist fucking viel mechanische Soldaten produzieren. Okay. Kommt mir da etwas an? Nein, da kommt mir gerade nichts an. Okay, jetzt kommt auch eine kleine... Ja, es beißt mir noch ein bisschen in die Nase, excuse. Jetzt kommt auch eine kleine Parkour-Action. Ich weiss es nicht recht. So. Ich sollte vielleicht wieder mal ein bisschen den Schnauz trimmen, dass mir der nicht so in die Nase oben kutzelt. Wer kennt es nicht? Leute ohne Schnauz kennen es nicht. Die Frage ist hiermit beantwortet und wir können das Thema abschließen und weiter mit dem Game machen. Flintenmuni, cool. Oh Gott, oh. Es sieht gar nicht einladend aus und mein Schnauz kutzelt immer noch. Schau, das Tärli alle da unten sind, excuse. So. What the fuck? Okay, ist da noch irgendetwas im Boden? Nope, ist es nicht. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt, nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Ist das eine Maschine, die wir da hören? Oder irgendein legender Zombie? Dort hinten ist irgendetwas. So. Okay. Es tönt nach einem Propeller. What the fuck? I knew it. Er ist... Okay, das sind fucking Arbeiter hier. Okay. Schon ein bisschen laggy irgendwie, oder? Hau ab. Okay, nice. He gone. Okay.
Es war kein Propeller. Okay, wir gehen doch nochmal schnell zuerst hier hingern. Und da ist ein Dead End. Vielleicht werden wir da noch irgendwie ein bisschen Loot finden. Yes. Rohrbomben, sehr schön. Und Kraut. Halt. Und da das Kistchen. Schiesspuffer. Okay. Ist auch hier hinten dran noch irgendetwas? Wo wir mit einer Rohrbombe wegsprengen können. Ja, sieht nicht danach aus. Ich würde sie jetzt mal gescheiter nicht vergüten für hier. Jetzt sind wir einfach. Ja, irgendwie so in einem Minengelände. Jetzt so ein Vogelkäfig. Ein kleiner Vogelkäfig, den wir abnehmen können. Explosivgeschoss, nice. Wollen wir vielleicht jüngere Minen gescheiter gar nicht allzu fest brauchen. Also so. À la Realismus wäre es nicht so safe, hier unter zu viel Explosivsachen zu brauchen. By the way, meine Schnauze kutzelt mich nicht mehr Nase. Okay, da ist eine fucking hure Bohrmaschine. Und dort glänzt etwas. Okay, mach jetzt sneaky. Tom Clancy-mäßig, Splinter Cell. Okay. Jetzt wäre natürlich die Sniper ultra gäbig, Leute. Hä? Oh, da ist noch einer mehr. Warum kann ich da nicht zurück? Okay, wisst ihr was? Vielleicht funktioniert es ja doch. Vielleicht ist jetzt das Game gar nicht so realistisch und die ganze Mine stürzt nicht zusammen. Oder es macht nicht genau nichts. Doch, oder? Logisch macht es noch etwas. Okay, der war schon recht angeschlagen. Können wir wieder etwas herstellen? Dankeschön. Pistolenmunition wird es sein und nochmal Pistolenmunition wird es sein. Wir legen jetzt hure viel auf die Knarre. Bilden jetzt die Knarre, bis sie komplett OP ist. Und holen wir so viel Pistolenmuni, bis ich nur noch die muss brauchen. By the way, Dietrich. Wir hätten weiter unten hätten wir ja noch irgendwo einen Dietrich können brauchen, für irgendetwas aufzutun. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Dass wir das nicht holen. Vielleicht gehen wir das dann mal noch holen. Okay, vielleicht auch einfach jetzt schnell. Dann sieht es aus, als es dann irgendwie wird weitergehen. An einem Ort, wo wir vielleicht noch gar nicht so zu heftig sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt heute schnell. Das hat nämlich noch schnell Zeit. Okay. Heftiger Scheiß geht hier unten ab. Und wir drücken uns von dem ganzen Zeugs, was da passiert, und gehen Loot holen. Wie schön ist das denn? So. Kleine Parkour-Action hier im Start gewesen. Aber nicht wirklich viel. Wie gesagt, Ethan hat einfach da rauf klettern über die ganzen Gerüste. Ich glaube, das hat doch definitiv genug Möglichkeiten gehabt, um sich irgendwie daran zu haben. Ich weiss nicht was, das. Okay, jetzt auf dieser Ebene noch irgendetwas mit dem Dietrich. Nope, es war Unger und zwar der. Das ist gar nicht so weit weg. Let's go! Ich hoffe nicht, dass wir nicht den Weg aussen durch müssen, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Monsieur Propeller uns da begegnen wird. Und den haben wir ja vorher hier irgendwie noch gesehen, respektive der wäre ja irgendwo hier noch rum. Hoffen wir es mal nicht, Leute. Okay, sind die letzten Mal schon da durchgekommen? Ich schiss, dass einer von denen wird runterfallen. Es ist eins weiter unten, also müssen wir hier runter. Oh, sie. Die sind wahrscheinlich hier vorher schon durchgekommen. Okay. Und jetzt rechts. Aber geht es ja nicht die Stege auf und dann sind wir gar nicht mehr. Oder ist es noch der gleiche Ort hier? Ah ja, voll. Stege auf links. Dietrich hier. Wunderbar.
Open it up. Magnum Muni, nice. Ich weiß gar nicht, wie viel Magnum Muni wir haben. Wie viel Magnum Muni wir haben. Das habe ich jetzt vorhin gesagt, ich weiß gar nicht. Und warum geht das hure Tor da nicht auf? Wo wir irgendeinen hure Schlüssel brauchen, den wir nicht haben. Nö, wir brauchen einen Schlüssel mit einem Rössli und einem Hufise, also einen Glücksbringer-Schlüssel. Oder einfach einen hiesigen Bergschlüssel. Weil hiesiger Berg ist nicht unbedingt ein Glücksbringer, würde ich mal sagen. Okay, gehen wir zurück. Für die Magnum Uni hat es sich, glaube ich, schon gelohnt. Wie viel haben wir eigentlich von der? Wo ist die überhaupt? 8. Okay. Das ist halt wirklich stark AF. Das ist, glaube ich, hier durchgegangen. Nö. Da durch, oder? Nö. Ist doch hier gewesen. Hä? Da. Jupp. Da ging's lang. Hier schnell ein bisschen durch die Stimmungslichter. So, was mir nicht ausmacht für kleine Magnum-Munition. Und up we go! Noch Shit, den wir im Duke verkaufen können. I don't think so. Ein Kristallfragment und ein grosser Kristall. Aber Duke lässt nicht mit sich reden, solange wir Lift fahren. Er hat wahrscheinlich nicht gern Liftfahrten. So, ja, voilà. That's it. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Ja, ja. Kann ich klagen. Damn, Sniper wäre eben jetzt gleich vielleicht noch praktisch gewesen. Vor allem hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich die Sniper verkauft und für das eine Pistole habe gekauft. Überhaupt keinen Sinn hat das gemacht. Ich habe gescheiter eine kleine Pistole verkauft und dann die gekauft, die wir jetzt haben. Und die Sniper behalten, damit wir einzelne Gegner von weitem One-Shot hätten one-shotten. Aber nein, Vatalio hat gefunden, ich will 2 Pistolen, hat aber dann die andere Pistole gleich verkauft und jetzt haben wir einfach genau noch 3 oder respektive 4 Waffen mit der Magnum. Okay, dann geht es jetzt in den creepy Schacht rein. Ew. Okay, der Bereich ist schon blau, alles gut. Monsieur Propeller? Okay. Okay. Wir wissen alle, was zu tun ist. Rohrbombe. Ausrüsten. Und werfen. Sweet. Okay. Ganz viele schöne Steinchen haben wir hier. Es passt mir irgendwie nicht, dass da einfach nur so ein Gang ist und nichts passiert. Hallo? Es speichert, das passt mir übrigens auch nicht. Das sieht nach einer Arena aus. Ich bin nicht ready. Ich bin wirklich nicht ready. What the fuck? Okay. Das ist ein riesengroßer Propeller. Heisst das? What the fuck wird hier durchgelassen? Okay, Moment, das sind rote Lichter. Kann ich die alle bitte kaputt nehmen? Scheinbar noch nicht von da ungeheuer. Ethan kann sich nicht mal genug aufschauen. Ah, okay, let's go. Nice.
Da geht ja shit, aber das ist ja nicht normal. Okay. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Ist das ein kleines Rätsel? Metallreste. Scharfschützenmunition. Manchmal habe ich immer noch Schiss, dass wenn wir so eine hohe Kiste auftun, dass die auf einmal explodiert. So wie dann beim Lucas. Im Resident Evil 7. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Der hat so Kisten gehabt, wo dann so Fallen waren. Wow! Noch mehr? Was, ihr könnt fliegen? No! So viel Cyber aufs Maul! So viel Cyber aufs Maul! So viel zu viel Cyber! Okay, just run, just go with the flow. Oh Gott, stimmt, die Dinger können ja fliegen. Oh! Sorry, ich muss da schnell durch. Excuse. Oh! Gott! Die Dinger sind fucking stark. Und sie sind fucking OP. Oh Gott! No, Sackgasse, oder? Ja, that's not good. That's not good. Die, please. Die! Oh! Oh mein Gott! Okay, excuse me, ich muss da durch. Okay. Okay. Ich weiß nicht, eine Rohrbombe, oder? Rohrbombe scheint eine gute Idee zu sein. Und jetzt... Nice. Okay. So viel Cyber aufs Maul. Okay. Von Vergangenheit von Vampiren zu Puppen, also von Puppen, Vampiren und Seemonster aufs Maul zu fucking futuristischen Cyberzombies. What the fuck? Ja, nehmen wir das halt so, wie es ist. Wir haben gar keine andere Wahl. So, was passiert jetzt? Oh. Okay. Okay, haben wir jetzt zum Stillhalten gebracht. Pistolenmuni, cool. Schnell hier, da ist auch nichts, okay. What the actual fuck is going on in this game? Hiesige Berg hat wirklich einen Gottkomplex. Sachen wir schaffen, grössenwahnsinnig. Er ist mir nicht so sympathisch. Er ist mir gar nicht sympathisch. Warum das ist diesen Dingen noch irgendwie Jetpacks auf dem Rücken hat da, das ist irgendwie. Das ist wirklich nicht zu viel. Oh, nice. Oh. Okay, laufen wir auf diesen Turbinen. Ne? Sieht nicht wirklich safe aus, aber was haben wir für eine andere Wahl? Ist es Blut? Oder Rost? Das ist wahrscheinlich eher Rost. Das ist Rost. Das Blut haben sie in diesem Game viel besser gemacht. What the fuck? Wie heißt das Ding da? Zerkleinerungsschacht. Okay. In dem Fall. Bossfight hier. No. Von dort oben kann er irgendwie zuschauen oder kicken sie dort das Zeug rein. Jetzt eine kleinere Schacht rein, I don't know.
Okay, es speichert und es ist mir zu ruhig. Schnell schauen, wie viele Minen ich habe. Ich habe eine Mine. Nochmal Pistolenmuni herstellen und hätte eigentlich noch gerne eine Mine hergestellt. Wir noch das Explosivgeschoss herstellen. 2 Mal. That's it. Flintenmuni wäre vielleicht auch nicht bad gewesen. Aber jetzt haben wir auch mal wieder Explosivgeschoss und wir haben bündig Pistolenmunition. Okay, da haben wir Notizen. Dann haben wir eine Karte der Fabrik, oberer Bereich, okay. Flüssige Chemikalien und... okay. Modellverbesserung, Modellsoldat Jet. Ja, das ist der, den wir jetzt vorher angetroffen haben. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Okay. Modellverbesserung, Modellsoldat Panzer. What? Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatsmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Okay. Wenn wir das Modell Panzerdings da werden antreffen. Ich weiß gar nicht, welches ist das Modell Panzer. Das ist das Flugmodell wahrscheinlich dort oben und das da wird wahrscheinlich das Panzermodell sein, I don't know. Aber wenn wir dem Panzermodell begegnen, einfach Rohrbomben draufknallen und Minen an den Boden legen. Und so weiter und so fort. Jo, gehen wir doch zuerst mal noch hier schauen. So ein kleines Versteck da. Ist das cool, dass ich da rein kann, oder ist das nicht cool? Es ist auch mal feister. Und staubig, alles von Spinnennetz. Ethan hat auch mittlerweile so viel Spinnennetz im Gesicht, Leute. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Okay. Nice. Pistolenmuni haben wir bündig viel. Okay, da haben wir wieder... Brauchen wir dann für irgendetwas mal eine Kugel. Und dann haben wir Schiesspulver. Okay, nice. Ich weiß noch nicht, für was wir die Kugelkoliken oder die Kugeln dann brauchen. Das ist aber nicht der Schlüssel vom hiesigen Bergsschlüssel. Nein. I don't know. Das Ding entweder könnten wir zurück. Oder... Kaufmann, ja. Okay, es wird nochmal kommen. Es wird nochmal kommen. Ah. Hier ist einer. Und hier ist einer. In diesen zwei sind wir schon. In dem im 3 UGM sind wir, glaub's. Doch. Und in dem sind wir schon. Okay, es kommt noch einer. Einer wird noch kommen. Nice, nice. Okay. Können wir irgendwie noch Explosivsachen herstellen? Nein, können wir nicht. Flintenmuni haben wir jetzt viel zu wenig. Ich würde sagen, Flintenmuni herstellen. Die nächsten paar Mal. Es klingt alles ein bisschen nach Monsieur Propeller. Oh Jesus. Was will ich da durch? Lass es mir nicht fort. Gib mal Ruhe da. Das funktioniert leider nicht. Oh, oh Gott! Oh. Das ist nur die Animation, okay. Okay. Quicktime-Event überstanden. Oh Gott! There it flies. Shit, das war knapp. Okay, und da haben wir noch ein Kristall. Können wir doch jetzt mal hier schauen. Ja, das Zeugs blasst, glaube ich, alles da. Oh! Lol.
Rostige Reste, Metallreste und that's it. Das Zeug bläst hier alles über raus und dann in diesen Schacht rein. Zerkleinerungsanlage ist das. Okay. Warum sagen wir irgendwie mein Gefühl, dass da aus dem Nebel jetzt gleich Monsieur Propeller kommt und dass da hier die Arena wird sein, wo man gegen Monsieur Propeller wird kämpfen? Vielleicht bin ich ja falsch. Aber der Nebel, es wird halt schon episch aussehen. Ganz ehrlich gesagt, wenn er jetzt da rauskommt. Aber... kommt er nicht. Okay, zum Glück bin ich da nicht einfach wie gestört, einfach geradeaus gelaufen. Okay, let's go. Notausgang. Und ein kleiner Schacht. Open it up, Ethan. Okay. Vielleicht habe ich gedacht, Monsieur Propeller kommt dort, wo es mir vielleicht angenehm wäre gewesen, wenn er dort wäre gewesen. Und hätten wir viel Platz gehabt, wäre er nicht so eingegangen gewesen. Okay, das sieht wieder nach einem Lift aus. Let's go! Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Ladebildschirm, hä? Wenn es Zeremonie dazu mit kommt, Rose? war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose' Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Okay. Wir wissen wirklich nicht, was Rose für eine Kraft hat. Das Einzige, was ich vermute, ist einfach, eben, dass sie ja vom Pilzvirus vor Mia ist angesteckt worden, wo sie Rose, also unser kleinherziger Herdöpfelsack, ist halt in Mia herangewachsen. Und dadurch kann es doch sehr gut sein, dass Rose etwas von dem abbekommen hat. Okay, was geht hier vorab? Dann kommen wir zum Duke. I hope so. Flintemuni, nice. Okay. Lie, nice. What the fuck? Da ist nicht mal etwas drin. Explosivgeschoss. Ich weiß nicht, wie gut ich das so finde. Okay. Das ist hiesiger Bergschlüssel. Das ist hiesiger Bergschlüssel. Was können wir denn alles noch machen? Kugeln habe ich keinen Plan für was. Momentan ist es mir ein bisschen zu ruhig. Und es passiert zu wenig. Das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Okay, hoch die Leiter, Ethan. Eben, klettern kann er ja, aber Parkour muss... Weiter? No. Geh einfach zum Duke. Okay, wunderbar. 2100 Lei haben wir noch gefunden. Und sehr wahrscheinlich hat es jetzt unten wieder Gegner B1 Lager. Dann wären wir im Lagerraum und dann wären wir dann wieder oben. Oh. Jetzt können wir einfach die Kugeln auch mal machen. Ah, die Kugel ist sehr wahrscheinlich von einem Kugellabyrinth, oder? Wahrscheinlich ist es gar nicht so... Ja, die Kugel ist einfach eine Kugel. So, die vom Kugellabyrinth. Muss es sein. Hey Duke, I've seen shit. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Oh, okay, zuerst mal Stuff verkaufen. Grosser Kristall, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Und that's it. 49.000. Noch schnell Die Waffen Sicherstellung aufrüsten. von Waren hat oberste Priorität. Glaub Und mir, mein zwar... Freund. Jetzt müssen wir schon fast die aufrüsten, wenn wir so viel Pistolenmuni haben.
Ich würde sagen, machen wir hier. Aha. Und that's it. Mit aufrüsten, ja voll. Okay. Danke Das heisst- für deine Treue. Merci auch, Herr Duke. Das heisst, in der nächsten Folge gehen wir wieder ganz runter, gehen dort die 2 Koliken gießen, dass wir dann Kugeln haben und den Schlüssel haben. Gehen dort unten auch noch, hat es auch noch irgendwo eine Tür mit dem Schlüssel, wo wir dann rein können gehen, wahrscheinlich noch ein bisschen Loot holen und so Stuff. Und dann geht es dann hier oben weiter. Ja, ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet. Ich bin gespannt, wenn wir auf Monsieur Propeller und hiesigen Berg werden treffen. Ja. Es fängt hure, es fängt hure. Gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!